Ich liebe das schöne Wetter draussen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir innerlich tut es richtig gut, wenn die Sonne scheint, wenn man so rausstehen kann und so das Gesicht ins Licht heben und ich danke dann so richtig auf. Ich liebe es, wenn die Tage länger sind, wenn man am Abend noch draussen sein kann, wenn man irgendwie mehr hat von dem Tag, vom Alltag, vom Leben, was auch immer das es ist. Und wenn es so schön ist, so wie es jetzt die letzten paar Tage war, dann zieht es mich auch wieder mehr in den Garten raus. Vielleicht auf der Lounge einen feinen Eiskaffee geniessen und ein bisschen entspannen. Vielleicht mit den Kindern auf dem Rasen spielen. Oder vielleicht auch da und dort mal im Sonnenuntergang zu Nacht essen. Ein paar romantische Gefühle, Gedanken kommen dann doch auf. Es gibt nur ein Problem. Dass man die Zeit im Garten geniessen kann, muss man Gartenarbeit verrichten. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn man dann dort hückelt und so raus schaut und anstatt der schönen Blumen dann das wilde Unkraut sieht, dann ist es manchmal ganz schön schwierig, um dann innerlich zu entspannen. Gartenarbeit ist jetzt nicht etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, gebe ich ehrlich zu, aber ich habe jetzt doch ein bisschen mir Zeit genommen, in den letzten Tagen da und dort mal etwas zu machen. Rasenmähen, dort hilft bei uns jetzt der Rasenmäher-Roboter noch ein bisschen, das ist noch eine gute Sache. Pflanzen gießen oder vor allem Jäten. Jäten ist aber, finde ich, extrem mühsame Arbeit. Oder nicht? Auf unserem Rasen wächst Löwenzahn in Hülle und Fülle. Aber ich hätte lieber Gräsli. Oder letzte, als ich da hinten rausgeschaut habe, hatte ich ein wunderschönes blühendes Feld von Brennnesseln gehabt. Ich habe dann die Küchenhändchen angelegt, die Plastik, die bis da runtergehen, versucht, das da auszureissen. Oder etwas, was mich auch extrem nervt, vielleicht kennt ihr das, sind die Winden. Kennt ihr das? Das sind so die Schlangenpflanzen, die sich dann so um alles andere herumtun. Und ich meine, sonst beim Jet kann man das ja so ein bisschen, weißt du, ich meine, so raushäckeln oder rausreißen, je nachdem, wie stabil das ist. Aber bei diesen Winden, die sich dann so rundherum tun, dann musst du irgendwie das mega mühsam. Und das Schlimmste beim Jetten ist, weißt du was? Wenn du am einen Ende fertig bist, kannst du sehen, wo du vorher angefangen hast, schon wieder anfangen. Und die Lektion, die der Garten und die Gartenarbeit mich lehrt, ist simpel, aber trotzdem recht eingänglich. Und sie heisst, irgendetwas wächst immer. Die Frage ist nur was? Das schöne Golfräsli, die blühenden Blumen, die feinen Erdbeeren oder das Unkraut. Irgendetwas wächst immer. Es ist ja so. Wenn du einfach machen lässt, dann ist nicht ein Stillstand, sondern irgendetwas wächst immer. Und die grosse Frage im Garten, aber vielleicht auch in unserem Leben ist, was? In unserer neuen Predigtserie, wo es um das Thema Wachsen geht es darum, dass wir miteinander uns auf eine Reise machen, aufmachen, zu entdecken, was gibt es für Prinzipien, für Möglichkeiten zum Wachstum in unserem Leben fördern. Und es heisst dort geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum ist ein spezielles Wachstum. Ein spezieller Begriff, der vielleicht nicht allen geläufig ist. Aber man könnte sagen, mit geistlichem Wachstum meinen wir, das, was wächst durch den Glauben und durch das Unterwegssein mit Gott in unserem Leben drin. Und es gibt einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, wo das so ein bisschen auf den Punkt bringt und zusammenfasst. Wo der Paulus den Christen einen Brief schreibt und dort drinnen ermutigt er sie oder spricht er ihnen zu, sagt ihnen, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten und jetzt, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Es geht um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Unterwegssein von diesen Gläubigen, die zusammenkommen als Kirche, als Gruppe, als Gemeinde. Und der Paulus sagt ihnen, hebt fest zusammen und orientiert euch an Jesus, damit in eurem Glauben etwas wächst, in eurer Beziehung zu Gott, in eurem Unterwegssein mit Gott, mit dem Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das heisst, im Glauben geht es eigentlich nicht nur um das, was wir wissen, um die Theorie oder darum, wie man richtig betet oder darum, ein frommes Leben zu leben, sondern im Glauben geht es dahin, mit Gott zusammen in die Richtung zu wachsen, dass unser Leben Jesus immer mehr repräsentiert auf dieser Erde. Dass wenn Menschen dir begegnen, dass es ähnlich ist, wie wenn sie Jesus begegnen. Weil dein Wesen, deine Art, die du hast,
deine Art, wie du dein Leben lebst, die Art, wie du mit Menschen umgehst, dem Jesus so ähnlich ist, dass du an seiner Stelle, als sein Repräsentant, als seine Repräsentantin, ein Stück von dieser himmlischen Welt auf die Erde herbringst. Es geht also um eine Veränderung von unserem ganzen Sein, von unserem ganzen Wesen. Das höchste Ziel, nicht? Ein grosser Anspruch, wo der Paulus da die Christen weitergibt und sagt, am Schluss ist das Ziel von unserem Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden und ihm repräsentieren. Und ich bin ehrlich, gibt es noch viel Potenzial in meinem Leben. Vielleicht da in diesen paar Minuten auf der Bühne ein bisschen weniger, aber dort, was niemand sieht, dann, wenn du müde bist, dann, wenn es schwierig ist, Jesus Ähnlichkeit. Und die grosse Frage stellt sich, wie wächst denn das in unserem Leben drin? Was ist denn das Rezept zu mehr Jesus Ähnlichkeit in unserem Leben? Ein paar gute Vorsätze, ein Preisengebet, ein Schuss Hoffnung auf die übernatürliche Kraft vom Heiligen Geist und dann irgendwie was? Wachst du am Morgen auf und merkst, mit Bart und längeren Haaren, jetzt siehst du aus wie Jesus. Das Rezept klingt immer ein bisschen nach Verzweiflung, dann nach Hoffnung, oder? Was denkst du? In unserem Leben gibt es so einen Moment, wo wir erleben, wie Gott uns von innen raus, von einem auf den anderen Moment verändert. Ich kenne so Lebensgeschichten, ich kenne es da und dort in meinem eigenen Leben so einen Moment, wo du das Gefühl hast, so, hey, es ist wirklich vielleicht durch ein Gebet oder durch ein spezielles Erlebnis durch, vom einen auf den anderen Moment etwas anders geworden. Hast du vielleicht neue Ansichten gewonnen, hast du vielleicht eine Charaktereigenschaft oder etwas Schwieriges aus deinem Leben können loslassen und dich plötzlich auf etwas Neues einlassen. Und ich liebe so Momente, sie sind grossartig. Manchmal, wenn das Gefühl ist, jetzt ist in meinem Herzen etwas gegangen, ich habe vielleicht einen Groll loslassen und bin zum Frieden durchgestoßen. Oder ich habe vielleicht etwas vergeben oder aufräumen oder in die Ordnung bringen. Grossartig, wenn in unserem Leben Gott uns vom einen auf den anderen Moment verändert. Und trotzdem, wenn ich mein ganzes Leben anschaue, all die verschiedenen Lebensbereiche, dann merke ich, es ist nur ein Teil der Realität. Und oft scheint es so, als ob die Veränderung, das Wachstum, wie in unserem Leben passiert, eben nicht ein Sprint ist, nicht so ein Instant-Moment, wo du jetzt schnell etwas machen kannst, das richtige Sätzchen beten, schnell beim Richtigen vorbeigehen und sagen, kannst du noch beten für mich segnen, vielleicht sogar noch ein bisschen Öl oben drauf und dann kommt es gut. Es ist nicht ein Sprint, sondern vielleicht eher ein Marathon. Ein langer Lauf. Ein Lauf, wo es durch Ups und Downs durchgeht. Ein Lauf in unserem Leben von der Lebensveränderung, wo du jemand mal denkst, hey, bringt es das überhaupt? Am besten hocke ich einfach ab und ich lasse einfach sein. Ein Lauf, wo du vielleicht manchmal denkst, jetzt habe ich gemeint, jetzt bin ich doch mit dem Gott unterwegs und das sollte doch jetzt anders sein, als es vielleicht ist im Moment. Das ist leider auch Teil von der Realität. Manchmal ist es eben Wachstum. Wachstum passiert nicht von heute auf morgen. Es gibt Pflanzen, die wachsen ein bisschen schneller, derartig, die wachsen ein bisschen langsamer, aber am Ende ist es so. Es ist Tag für Tag, Schritt für Schritt eine lange Reise. Und das Wachstum, das Thema nimmt der Paulus in verschiedenen Orten in seinen Briefen auf. Der Paulus war einer von den ersten Leitern von der Kirche, von diesen Christen. Und er hat Kirchen gegründet an ganz unterschiedlichsten Orten in diesem Raum, so, rund um Israel, Griechenland, Türkei bis nach Rom ist er unterwegs gewesen, so in dieser Region. Und er hat dort Kirchen gegründet und er hat sie ermutigt mit diesen Briefen, in dem Glauben können unterwegs zu sein, dem Jesus können ähnlicher zu werden. Und ein Text aus dem Römerbrief, der ist besonders hilfreich. Und damit wir den richtig verstehen, müssen wir uns im Hinterkopf behalten, dass der Römerbrief 2 grosse Teile hat. Es ist ein relativ langer Brief. Bei uns hat er viele verschiedene Kapitel. Und die ersten 11 Kapitel, in denen ist er recht theoretisch unterwegs, der Paulus. Und sein grosses Anliegen ist, den Menschen etwas deutlich zu machen. Egal wie viel Mühe dass du dir gibst im Leben, egal wie gut dass du dich an alle Regeln und Normen haltest, egal was für eine Geschichte dass du mitbringst, egal wie fromm das dein Leben ist, du kannst es trotzdem nicht schaffen, so zu leben, wie Gott das eigentlich von uns wette. Und er sagt, von Gott sind wir alle Menschen gleich. Wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen seine Hilfe. Es braucht die übernatürlich göttliche Gnade in unserem Leben. Sonst schaffen wir es einfach nicht, egal wie viel Mühe wir uns geben. Diesen Standards können wir nicht genügen. Seine Botschaft in den ersten 11 Kapiteln, wo er
in aller Detailliertheit ausschreibt, ist die wir uns mit im Hinterkopf behalten. Bei aller Lebensveränderung, bei allem, was Gott in unserem Leben hinein tut, sind wir abhängig von ihm. Und egal wie viel wir uns bemühen, egal was wir machen, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Wir brauchen die Hilfe von Gott und wir brauchen die Gnade von Gott, die uns hilft, weiterzugehen, dann, wenn wir selber gestolpert sind und es alleine nicht auf die Reihe bringen. Und dann im Kapitel 12 wechselt der Fokus ein bisschen und er geht von der Theorie über in die Praxis. Und er gibt ein paar ganz praktische Tipps. Und jetzt kann man die lesen als so Regeln, als To-Dos, die du reinnehmen kannst. Oder man kann sie lesen auf dem Hintergrund von den ersten 11 Kapiteln, was heisst, sind euch bewusst, dass alles aus der Gnade heraus passiert. Sind euch bewusst, dass ihr Gott braucht. Und dann mit dem Wissen hinein versucht, euer Leben in neue Bahnen zu lenken. Und so heisst es im Vers 2 vom Kapitel 12, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich lese es nochmal. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Der Text aus dem Römer 12 gibt uns eine Hilfe, so einen Steigbügel in dieser grossen Aufgabe, in diesem grossen Challenge hinein, unser Leben zu verändern. Vielleicht muss ich richtigerweise sagen, wie eben der Bibelvers auch sagt, unser Leben von Gott verändern zu lassen. Es heisst ja da, lasst euch von Gott verändern. Da passiert etwas an dir. Das ist etwas, was du an dir geschehen lässt. Und natürlich kann man dem aus dem Weg gehen, ist klar. Man kann sich gegen Veränderung sträuben. Man kann schauen, dass die Veränderung nicht passiert. Man kann sie ignorieren. Aber, und das ist das, was der Text sagt, man kann sie eben nicht selber fabrizieren, nicht selber hervorbringen. Das heisst, Gott will dich verändern, in deinem Leben hinein. Und er lädt dich ein, das zuzulassen, dich einzulassen auf das zu machen. Und wir lesen auch, wie das passiert. Es passiert durch die Veränderung von unserem Denken. Jetzt, wenn wir da Denken hören, dann hören wir gerade zuerst Logik, Wissen. Dann hören wir gerade vielleicht so ein bisschen, ja, ich muss einfach die richtigen Sätze auswendig kennen, die richtigen Regeln und Prinzipien. Und wenn ich dann das alles richtig mache, dann passiert es. Aber das Wort Denken da, es ist viel umfassender. Es meint viel mehr in unserem Leben, als einfach nur Wissen oder Know-how oder Tipps und Tricks für unser Leben. Es meint unser Willen, es meint unser Gefühl, es meint unser Sein als Menschen, unser innerer Mensch, wo da von innen raus kann verändert werden. Das, was unsere Absichten sind, unsere Ideale, die wir haben, unsere Werte. Wie wir Sachen beurteilen, was gut und was falsch ist, was erstrebenswert ist. Es meint also das Sein in dem Ganzen Sein. Unser Denken, wo uns hilft, Entscheidungen zu treffen in unserem Leben drinnen. Und der Text ist zweiteilig. Es heisst, passt euch nicht dem Maßstab von dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern durch eine Erneuerung von unserem Denken. Sich anpassen heisst sich angleichen. Sich anpassen da heisst gleichförmig werden in einer anderen Übersetzung. Also verändert werden, angeglichen werden an ein Umfeld, wo man drin steht. Es geht in diesem Text darum, dass unser Innere, also unser Denken, unsere Werte, unsere Gefühle, unsere Ausrichtung, die wir haben in unserem Leben, beeinflusst wird von äußeren Umständen. Und die grosse Frage ist, von was für Umständen wird das in unserem Leben beeinflusst? Was ist es bei dir? Was färbt auf dich ab, auf dein innere Wesen? Und wenn du das wissen willst, dann kannst du dir überlegen, mit was verbringe ich denn Zeit? Mit was fühle ich mich, mein inneres Wesen? Was sind die Sachen, die ich mache, den Tag durch? So klar, es gibt vieles, was einfach gesetzt ist, Sachen, die man zu erledigen hat, und trotzdem hat jedes von uns so Sachen, die einen prägen. Vielleicht sind es Menschen in deinem Umfeld, deine Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, deine Familie, deine Freunde, es sind Leute, wo du mit ihnen zusammen bist. Vielleicht sind es die Medien, die du konsumierst, die Tageszeitung, die du liest, das News-App, Social Media, Tagesschau.
Bücher oder Filme, wo du schaust. Egal, was man macht, mit den Sachen, die wir uns beschäftigen, für die Sachen, wo wir uns Zeit nehmen, das fängt an abfärben auf unser Leben. Es fängt an prägen, wie wir die Welt sehen. Es fängt an prägen, wie unsere Gefühlslage ist. Es fängt an prägen, was wir gut und was wir nicht so gut finden, nach was wir streben, für was wir uns einsetzen und was wir vielleicht vernachlässigen in unserem Leben. Also unsere Sicht auf die Welt, unsere Werte und unsere Ideale werden geprägt von diesen Sachen, wo wir uns herum sind, wo wir mit ihnen zu tun haben, die durch die Beschäftigung mit ihnen abfärben, Spuren hinterlassen, uns nach und nach in ein Bild prägen und verändern. Es gibt ein bekanntes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, wo das so zusammenfasst. Und er sagt, sage mir, mit wem du umgehst, also mit wem du zu tun hast, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Manchmal hört man es auch, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, was deine Zukunft wird sein. Oder vielleicht auf den Garten übertragen. Irgendetwas wächst in unserem Leben immer. Die Frage ist einfach, was? Die Frage ist es Unkraut, das einfach kommt, wenn du es nicht kontrollierst? Oder die Frage ist, pflegst du den Garten von deinem Leben, von deinem Herz, von deinem Inneren bewusst und gibst diesen Sachen Aufmerksamkeit und Aufwand und Platz, wo sollen wachsen im Sinn von Gott. Als ich mir so über das Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir ja bombardiert werden mit Informationen. Überall, wo wir durchlaufen, tagtäglich mit dem Smartphone in unserer Hand, werden wir bombardiert mit Informationen und all die wollen uns eine Botschaft mitgeben, was gut ist, was wichtig ist, was erstrebenswert ist, was du nur müsstest haben, damit du glücklich und zufrieden und erfüllt durchs Leben durch kannst gehen. Und das blubbert so auf uns rein. Und es gibt ein Phänomen, wo gerade durch Social Media und durch Google extrem vorgekommen ist. Und das nennt sich Filterbubble oder Filterblase. Und eine Beschreibung davon finden wir auf einer Website, was heißt: Die Filterblase beschreibt den nach außen abgeriegelten Raum, der durch die Filteralgorithmen auf Seiten wie Facebook, aber auch über Suchmaschinen wie Google kreiert wird. Und jetzt müssen wir hören, die Filteralgorithmen sind so programmiert, dass sie einem Nutzer, also dir und mir, immer mehr von dem anzeigen, was er sich zuvor schon angesehen hat. Dies soll dem Nutzer die Inhalte zeigen, die er mag. Im schlimmsten Fall führt dieser Umstand dazu, dass der Nutzer oder die Nutzerin eine Art Tunnelblick bezüglich Themen wie Weltanschauung oder Politik bekommt, da alle anderen Inhalte, die diese Ansicht in Frage stellen würden, sozusagen herausgefiltert werden. Google und all die Internetfirmen sind schlau, weil sie wollen dir ja etwas weitergeben. Sie wollen einen Nutzen kreieren und ihr Ziel ist eigentlich, möglichst viele Informationen loszuwerden. Und damit sie das möglichst gut schaffen, wollen sie natürlich dir vor allem die Sachen geben, die dich interessieren. Weil wenn du gelangweilt bist, dann machst du nämlich das Instagram-App oder die Twitter-App oder irgendwie Google oder so machst du zu und du gehst noch jemand anders an und das ist schlecht für sie und für ihr Geld. Und darum haben sie so Algorithmen entwickelt, das heisst Computerprogramm, wo im Hintergrund eigentlich analysiert, wer bist du, wo verbringst du wie viel Zeit, was schaust du dir an, was klickst du nicht, wie lange bist du wo und sie mit dem rechnen, was deine Interessen sind, was dir gefällt und was du gut findest. Und logischerweise schicken sie dir dann immer mehr drauf, dass du denkst, das ist auch noch cool, das ist auch noch cool. Wer von euch, ganz ehrlich, ihr dürft die Hand heben, wenn ihr nicht, hat schon mal auf YouTube, auf Google oder auf Instagram einen ganzen Abend, ich sage es bewusst ein bisschen provokativ, verdoppelt, weil er sich von Filmli zu Filmli oder von Thema zu Thema geangelt hat. Was sind da? Zeig jetzt doch. Das ist Filterbubble. Weil das Programm Sachen raussucht, die dir potenziell gefallen. Und die Gefahr, die das hat, ist, dass die Ansichten, die da kommen, irgendwann so ausgefiltert werden, dass du nur noch das hörst, was du schon denkst oder glaubst oder dir schon gefällt. Und die Schwierigkeit ist,
auf unser inneres Wachstum. Es tut das wie verstärken, den ganzen Prozess. Oder wenn wir das Gefühl haben, mit allem, was wir zu tun haben, das färbt ein bisschen ab auf uns, dann je mehr gleiche Inhalte das wir haben, desto intensiver und desto stärker färbt das ab auf unser Bild von der Welt, auf das, was gut und was falsch ist, auf das, was erstrebenswert ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass der Paulus die Filterbubble im Sinn hat, aber das Prinzip hat er erkannt. Und darum spricht er in einem anderen Brief an andere Christen, aber die sind ja dann so umgereicht worden, das Thema von der anderen Seite nochmal ganz direkt an und sagt: Noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Irgendetwas wächst in deinem Leben immer. Die Frage ist, was? Und manchmal sind wir vielleicht überrascht über Reaktionen. Wir sind vielleicht manchmal überrascht, aber uns selber, wenn so der Schalter rumtut und irgendetwas kommt so wie von innen raus, es sprudelt einfach so aus uns raus. Überrascht vielleicht über unsere Wortwahl, überrascht vielleicht über unseren Gedankengang, überrascht vielleicht über das, was man sagt, das hätte ich jetzt von mir nicht so erwartet. Ein Geheimnis, wo der Paulus, wo die Bibel uns dazu spricht, ist, wir können steuern, was aus uns raussprudelt, indem wir darauf achten, was wir in uns hineinlassen. Mit was wir uns beschäftigen. Und dass wir anfangen, ganz bewusst Aufmerksamkeit, Zeit, Energie und Fleiss darauf zu verwenden, uns mit guten Sachen zu beschäftigen. Mit Sachen, die im Sinn von Gott sind. Mit Sachen, die Gott widerspiegeln und seine Charaktermerkmale. Und wenn wir mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Selbstbeherrschung, mehr Frieden, mehr Freude, mehr irgendetwas in unserem Leben wollen, irgendetwas von diesen guten Eigenschaften von Gott, dann lohnt es sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Geschichten zu lesen und zu hören, die das repräsentieren. Zeit mit diesen Sachen zu verbringen, die in diese Richtung zielen. Wie heißt es doch so schön? Der stete Tropfen höhlt den Stein. Die Auseinandersetzung mit guten Sachen, mit Sachen, die Gott widerspiegelt, helfen uns, unser Innere entwickeln zu lassen. Tönt nach einer klaren Logik. Aber ich habe euch gesagt, wir dürfen nicht vergessen, die ersten 11 Kapitel vom Römerbrief in Erinnerung zu behalten. In dieser Serie haben wir uns bewusst für ein Bild entschieden, das auch aus der Bibel kommt. Ein mega bekannter Vers, wo uns hilft, Prinzipien vom Wachstum in unserem Leben zu verstehen. Wir werden immer und immer wieder auf das zurückkommen, wenn es heisst, im Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist eines von diesen Geheimnissen in unserem Leben drin. Frucht wächst über die Zeit. Und so einen Weinstock muss man pflegen. Sonst wächst er. Und so einen haben wir daheim, der ist schon so alt, der bringt keine schöne Trauben mehr. Aber der wächst. Und er wächst in alle Richtungen. Ich kann es euch sagen. Der wächst nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Er hat riesige Blätter, die er da raus tut. Irgendetwas wächst immer. Und die Pflege ist ein wichtiger Anteil von dem. Und ich glaube, mit der heutigen Predigt möchten wir euch ermutigen und einladen, dieser Pflege von eurem Herz, von eurem inneren Mensch Zeit zu geben. Aber das Geheimnis ist eben, egal was für Tricks das wir haben, egal wo wir noch ein bisschen schnipseln und arbeiten und tun, am Ende ist es aus dieser Verbundenheit mit Gott heraus, wo die Frucht in unserem Leben wächst. Es ist eben nicht das richtige Verhalten, nicht die Anstrengung. Oder eben, um auf den Marathon zurückzukommen. Niemand von uns würde sich anmelden für nächste Woche einen Marathon und dann sagen, nur weil ich mir besonders viel Mühe gebe, weil ich es besonders ernst meine, schaffe ich es dann, 42,5 Kilometer lang zu rennen, ohne dass ich auspustet irgendwo unterwegs am Boden liege. Nur weil man sich fest Mühe gibt.
Nur wenn man sich besonders fest anstrengt und besonders gut meint, heisst es noch lange nicht, dass es auch passiert. Es ist die Verbundenheit mit der Quelle vom Leben, mit Gott. Und darum möchte ich, wenn ich euch zum Schluss noch ein paar einfache Tipps mitgebe, wie man das praktisch ins Leben hineinnehmen kann, auch nochmal in Erinnerung rufen. Am Ende geht es um die Verbundenheit mit Gott. Was wir machen, ist zwar relevant, aber vielleicht gar nicht so entscheidend. Ich glaube nicht, dass es der Bibelvers oder das Sprüchle oder die Technik ist, sondern am Ende ist es die Gemeinschaft mit Gott, das Unterwegssein mit Gott im Alltag, im Leben. Immer und immer wieder Gott Platz zu geben und Raum zu geben in unserem Leben. Die Verbindung mit ihm zu suchen und aus dem heraus die Kraft zu danken und dann mitzuerleben, wie er uns von innen heraus verändert. Ohne ihn können wir es nicht, aber ohne uns macht er es nicht. Und so zum Schluss ein paar lose Gedanken. Und viele von denen knüpfen an Ort an, wo wir in diesem Jahr schon vorbeigekommen sind. Es gibt verschiedene Wege, wie wir die Verbundenheit mit Jesus in unserem Leben leben können. Es sind Sachen, die wir fördern können, die wir Platz geben in unserem Leben. Und das erste logischerweise ist, wenn wir uns mit guten Gedanken auseinandersetzen wollen, dass wir der Bibel Platz geben in unserem Leben. Und wir haben eine ganze Serie darüber gemacht, wie wir das machen können. Und dass es eben da nicht darum geht, ein Regelwerk auswendig zu lernen. Oder du bist einmal durchgegangen durch die ganze Bibel und dann weisst alle Tipps und Tricks. Vielmehr ist es das Baden in diesen guten Gedanken von Gott. Das Baden in diesen Geschichten, die uns das Wesen von Gott zeigen. Die uns zeigen, dass wir Menschen angewiesen sind darauf, dass Gott uns hilft in unserem Leben drin, dass er uns entgegenkommt und dass er uns immer und immer wieder rettet aus unseren eigenen Fehlern und Schwächen heraus. Also mit der Bibel können wir das machen. Das Zweite, was ich dir Mut machen will, ist das Gebet. Das Reden mit Gott, die Kommunikation mit Gott, wo uns helfen kann, egal wie das aussieht. Es sind so Möglichkeiten, wo Gott in unser Leben hinein reden kann. Und wenn du mehr zu dem wissen willst, dann verweise ich dich gerne auf die Pfingstpredigt von diesem Jahr. Vor etwa 2 Wochen war, wo Johannes Wirth uns geholfen hat, zu erkennen, wie normal, natürlich, vielleicht unscheinbar das Reden von Gott in unserem Leben manchmal sein kann. Es sind so Möglichkeiten, sich gute Gedanken auszusetzen, Zeit mit dem zu verbringen, dass unser Innere wächst. Das Dritte, und auch da verweise ich auf eine Predigtserie, ist das Thema Gemeinschaft. Die christliche Gemeinschaft ist ein Schlüssel, wie wir uns mit guten, göttlichen Gedanken auseinandersetzen können. Dort, wo wir zusammenkommen, als Menschen, die mit dem Gott unterwegs sind, können wir uns gemeinsam ausrichten auf Gott. Vielleicht in einer Group, in einer Small Group oder Passion Group, wo wir uns Zeit nehmen, miteinander über den Glauben zu reden, über die Bibeltexte zu reden, über Sachen zu reden, wie wir Gott in unserem Leben erfahren, wo wir einander ermutigen und Mut zusprechen. Und noch etwas Letztes, und da will ich noch ein bisschen länger bleiben. Es geht auch über die Lehre, ein altertümlicher Begriff. In der Bibel gibt es auch einen Text von Paulus, was heißt, dass der Glaube aus der Predigt kommt, aus der Unterweisung. Glaube in unserem Leben hinein, Verbundenheit mit Gott, so göttliche Gedanken, die kommen auch immer dort, wo wir uns dem aussetzen. Und in unserem Art, wie wir das machen, im Gottesdienst mit diesen Predigten möchten wir genau das. Dir und mir so einen Rahmen geben, wo wir regelmäßig uns gute göttliche Gedanken aussetzen in unserem Leben. Wo wir zusammenkommen. Vorhin haben wir gesagt, wo man zur Predigt geht, oder? Wo wir hören von Gedanken, was das Wort von Gott mit unserem Leben zu tun hat. Wie wir Gott besser kennenlernen, neu kennenlernen, sein Wesen, seine Art. Wie wir sehen, wie er mit den Menschen unterwegs sein will. Ich will dir Mut machen, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, regelmäßig da hinzukommen. Vielleicht geht es dir so wie mir, dass du manchmal da reinhockst und denkst, leck, ist schon krass. Ich habe das Gefühl, jetzt der Prediger oder die Predigerin redet ganz genau zu mir in mein Leben. Weiss die, wer ich bin? Weiss die, was mich beschäftigt? So geht es mir manchmal. Manchmal geht es mir aber auch so, dass ich denke, jetzt habe ich gar nichts mitbekommen. Manchmal nervt es mich vielleicht auch, was da drin ist. Ich glaube, die Predigt und das regelmäßige Gehen so einen Ort an kann auch eine Möglichkeit sein, um so einen Ausweg aus so einer Filterbubble herauszufinden. So Filterbubbles gibt es nämlich nicht nur mit schlechten weltlichen Sachen oder mit politischen Ansichten oder mit sonstigen Idealen. Es gibt es auch manchmal im Glauben hinein.
Und die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die vielleicht ein bisschen anders glauben, die die Bibel ein bisschen anders verstehen, die kann enorm bereichernd sein, weil sie uns hilft, weil sie uns inspiriert, weil sie uns vielleicht manchmal auch bestärkt in unserer Meinung. Auch wenn jemand anderes etwas anderes sieht. Und so will ich dir Mut machen. Nutze das Potenzial, weil es verändert auch etwas von dir innen raus. Wenn du regelmäßig dir Zeit nimmst und Inputs von außen in dein Leben hineinlässt. Natürlich können das auch gute Bücher sein. Es kann vielleicht einmal eine gute Schulung, eine Konferenz sein, wo neue Gedanken gebracht werden. Oder es kann vielleicht auch inspirierende Podcasts sein, die du dir hörst. So viel cooler Input, der uns helfen kann, den Glauben, Gott und unser Leben mit ihm nochmal aus einer neuen Perspektive zu sehen. In den kommenden Wochen werden wir uns auf eine Reise aufmachen, dem Wachstum von unserem inneren Mensch neu Platz zu geben und Aufmerksamkeit, auf das sich unser Leben, dein und mein Leben, Schritt für Schritt mehr hin zu Jesus verändern kann. Und heute will ich dir Mut machen. Irgendetwas wächst immer in deinem Leben. Die Frage ist, was? Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir in der Bibel sehen können, wie du mit Menschen umgegangen bist. Es inspiriert mich, es ermutigt mich. Ich finde, du bist so eine Person, die so eine Ausstrahlung hat und einen Unterschied gemacht hat, überall, wo du angekommen bist. Und Herr, ich wünsche mir es für mich persönlich und ich wünsche mir es für jedes Einzelne, der da innen ist, der über den Livestream zugeschaltet ist, dass unser Leben dich immer mehr repräsentieren darf. Was gibt es Besseres als das? Hey, ich wünsche mir es. Dass wenn Menschen mich sehen, dass sie ein Stück von dir sehen, in mir und durch mich. Ich wünsche mir es, dass meine Kinder, meine Frau, mein Umfeld mehr von dem Jesus und weniger von dem alten mich zu spüren bekommen. Hey, ich möchte Menschen mit deinen Augen sehen. Ich möchte gut und falsch nach deinen Maßstäben beurteilen lernen. Ich möchte mich einsetzen für Sachen, die dir Freude machen und die dir wichtig sind. Und Herr, du weißt, wie viel ich dich brauche für das. Du weißt, wie viel jedes einzelne von uns dich braucht für das. Und so soll der heutige Morgen sein, wenn ich dich nochmal neu einladen will, wo wir dich einladen wollen, Teil zu sein von unserem Leben. Dass du darfst abfärben auf uns. Dass du uns darfst beeinflussen. Dass du uns darfst formen, unser Wesen, unser Sein, unsere Ausrichtung. So strecken wir dir unsere leeren Hände an und sagen, allein können wir es nicht. Egal wie viel wir es probieren. Hilf uns. Hilf uns. Dort, wo wir sind, ein Stück mehr zu dem zu werden, was du bist. Herr, hilf uns zu sehen, was gute, gesunde Inputs sind, die wir uns anlassen. Und wo dass wir vielleicht einmal etwas ganz bewusst abschneiden und auf die Seite tun. Herr, gib uns die Augen dafür, das zu sehen, den Mut dafür, das zu tun und die Kraft dazu, dort dran zu bleiben. Amen.